Hallo Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Ihr könnt mir aber auch nur Alexa sagen. Ich habe heute eine neue Frisur ausprobiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sie cool findet. Ich sage euch ganz ehrlich, es tut mir extrem leid, dass so lange kein Video mehr gekommen ist. Ich habe noch die VA machen. VA ist so eine Arbeit, die man in der Berufsschule machen muss. Im 3. Lehrjahr muss man so ein Buch gefühlt verfassen und auch noch PowerPoint machen. Und diese Woche hatte ich eben den PowerPoint gehabt. Und es ist eigentlich ziemlich gut verlaufen. Ich kann ja mal ein Vergleichsvideo machen, wie das etwa ungefähr abgelaufen ist. Also, Herr von Aburg, ihr habt die VA-Präsentation über Pornokonsum gehalten. Genau, ja, das ist richtig. Und in eurem Selbstexperiment habt ihr probiert, 1 Monat lang auf pornografische Inhalte zu verzichten. Aber in ihrer Arbeit steht nicht, wie lange das ihr durchgehalten habt. Könnt ihr mir und der Klasse sagen, wie das Experiment verlaufen ist? Ja, beim Selbstexperiment habe ich 2 durchgehalten. Also sind das 2 Wochen? Oder 2 Tage? Also ja, 2 Stunden, ja. Heiliger Bimbam, fick mich ins Arschloch! Aber ja, über das Thema müssen wir jetzt nicht mehr lange drüber reden. Heute habe ich folgendes Plan, ich werde mir ein paar TikToks anschauen und im Nachhinein werden wir auch vielleicht noch ein paar Instagram-Reels anschauen, muss schauen, wie es zeitlich möglich ist. Und ich würde sagen, reden wir nicht lang, Heißbrei, spreizt bei und los geht's. Without an iPhone, it's not a gay. Not a real gay without an iPhone. Yeah, no, absolutely not. Alles klar, der Dude hat auf jeden Fall Gayness durchgespielt. An die Leute, die jetzt nicht Englisch können und das Video schauen, also an meinen Vater schätze ich mal, Grüße gehen raus. Der Dude hat quasi gesagt, dass man nur richtig schwul ist, wenn man ein iPhone hat. Also generell, dass man nur wenn man ein iPhone hat, kann schwul sein. Papa, ein iPhone ist übrigens eine Handymarke, genau. Aber ja, jetzt nichts gegen Schwule, gell? Jeder kann seine Sexualität natürlich so ausleben, wie er es für richtig hält. Ich persönlich stehe auf Pavian. Ja, so heiß. Oh, ja. Aber stellt euch mal vor, irgendwie, das sind die Zukunft Eltern und euer Sohn kommt so zu euch und outet euch so. Aber er hat kein iPhone. Versteht ihr, wie ich meine? Hallo Papi, kann ich schnell mit dir reden? Ja, Sohnemann, was möchtest du mir erzählen? Ja, mir ist so aufgefallen, ich habe jetzt ziemlich viel Mut zusammengenommen, um das dir zu sagen. Aber ja, ich sage es jetzt einfach frei raus. Papi, ich bin schwul. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Du hast ja kein iPhone. Ja, stimmt Papa, ich bin ja gar nicht schwul. Nein, ich bin ein Mann, ich gehe jetzt Frauen ficken. No! Mein kleiner Bruder trifft sich mit Jude Bellingham und ich stelle ihm dafür ein Outfit zusammen. Als ob der sich mit dem trifft. Bro, nein, das kannst du mir nicht erzählen. Als ich so das Video gesehen habe, bin ich dann so bei ihnen, gell, so auf den Kanal gegangen, also gut, was die sonst so hochladen, gell. Und die machen wirklich gefühlt nur Videos. Machen Videos, ja, gute Information, Alex. Ich meine natürlich, sie machen nur so Videos, wo sie so Outfits zusammenstellen und dann sich mit irgendwelchen Promis treffen, Alter. Mein Bruder trifft sich mit Michael B. Jordan und ich stelle ihm dafür ein Outfit zusammen. Digga, wie sieht ihre WhatsApp-Liste aus? Haben sie so eine Gruppe drin, wo nur Prominente drin sind, oder was? Aber auf jeden Fall stelle ich jetzt auch mein Outfit zusammen, weil ich treffe mich mit der Kylie Jenner. Also ich treffe mich mit der Kylie Jenner und Kylie Jenner hat ja voll viel Plastik, also ich habe gedacht, ich werde den Plastiksack aus Hosen anlegen, kommt auf jeden Fall sehr böse mit dem Juventus T-Shirt, hat da so schwarz-weisse Akzente drin und das ist ja auch schwarz, also farblich passt es auf jeden Fall komplett. Aber egal, gehen wir weiter zu den nächsten TikTokern. Hallo Leute, ich zeige euch mal euren zukünftigen Arbeitsplatz. Oh nein. Das könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz sein. Das ist echt ein schlechtes Omen, dass mir ein Job bei McDonalds angeboten wird, ja schon bald meine Abschlussprüfung. Das könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz sein. Ach nein, Digga, wirklich, es ist ganz ehrlich, nein, machen wir jetzt nicht Angst, Bro, das ist nicht meine Zukunft, Digga, das ist nicht meine Zukunft, Mann. Das könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz sein. Bro, jetzt, nein, ich sehe mich schon dort hinten am Burger machen, Digga. Achtet nicht das nächste Mal drauf, wenn ihr in einem McDonalds seid. Vielleicht will ich dort hinten den Theke und fragen, wer das Big Mac Menü das dabei. Was meine veganen Kinder heute gegessen haben.
Zum Morgen hat es ein Smoothie gegeben. Meine Kinder lieben das. Und Nein, oh nein, das ist so Mami-Content. Kennt ihr das? Oh mein Gott, heute habe ich so ein Smoothie gemacht für meine Kinder. Weißt du, so morgens so Smoothies gemacht für meine Kinder. Ja, geil. So ein geiles Produkt, wirklich so geil. ich habe dann gleichzeitig auch noch Peanut Butter wird. Toast und Peanut Butter ist meiner Tochter ihr Lieblingssnack. Oh Bro, es wird noch schlimmer, Alter, es wird noch schlimmer, Alter. Digga, es macht mich so aggressiv, wie sie Peanut Butter ausspricht. So Peanut Butter. Sicher auch so einer, der so exciting sagt oder so amazing, oh mein Gott. Ich überlebe das Video nicht, Digga, es macht mich so aggressiv, wirklich. Und mein Sohn hat Toast mit veganem Aufschnitt haben. Bro, Digga, das ist ja so eine Legende. Seht ihr das, wie er dort am Tisch hockt, aber oberkörperfrei mit Katerian. Er meint, oh, er wäre Jesus, Alter. Er meint, er wäre Jesus 187. 187. Digga, sag ich dir ganz ehrlich, wenn das Kind zu mir über die Kita kommt, Digga, er würde mir sagen, er würde mir an meiner Abschlussprüfung sagen, welche Aktivitäten wir machen. Aber es hat auch noch Gurken zur Auswahl und Brokkoli und meistens mache ich auch noch Peanut Butter Sauce. Aber Sie hat schon mit dem Peanut Butter gesagt, Digga, ich raste aus, Digga. Wirklich, sagt sie es noch einmal, Digga, wirklich, ich drehe durch, Mann. dafür habe ich am nächsten Tag also zur Nacht gefilmt und dort hat es gegeben. Crepe. Crepe Mit Doki. mit Jockey. Das ist erst mein 4. Mal, wo ich vegane Crepe selber gemacht habe. Jo, Bro, was macht er mit seiner Hand? Was macht er mit seiner Hand, der? Oh mein Gott, Alter, er unterdrückt seine, Digga, er will seine Mann flanken, holy shit. Aber wenn man es jetzt so anschaut, also Bro, also sie ernährt ja ihre Kinder vegan. Kann ja jeder selber für entscheiden, wie, wenn, wo, was, gell? Das sind ihre Kinder. Wenn sie so was vegan und so voll auf gesund legen, Digga, dann gibt's immer so Schoki, Krebs und alles, Digga. Ja, Digga, was willst du, Alter? Also kann man ja niemand sagen, dass das gesund ist oder gesünder ist, als sich Fleisch reinzupfefzen oder irgendwie Milch oder so. Vor allem Kinder brauchen ja auch irgendwie noch so den Vitamin D12, glaube ich, den Nährstoff. Vitamin D12. Wo kommen sie den her, Alter? Bekommen sie den wie eine Heroinspritze gespritzt oder was? Was willst du, Alter? Zu ihrem Content kann ich nur sagen, das ist richtig. Aber nichts gegen die Kinder natürlich, und gegen die Mama, das ist alles toll. Die haben sicher ein cooles Leben und alles. Hat da einfach nur mein Senf dazu gegeben, kennen wir. Das Köln-Frisch unfiltriert ist das erste Bier meiner Schweizwoche diese Woche und das kommt aus der Locher Brauerei in Appenzell mit einer, leicht getrübten gelb-goldenen Farbe ins Glas. Alter, jetzt kommt ein Biertester, ein Bier-Review zu unserem Appenzeller Bier, Alter. Da bin ich jetzt mal gespannt. Glas in der Nase, weißbrotig, getreidig und schöne Malznote. Wie du das vorstellst, so in der Nase. Weißt du, nimmt er so eine richtige Sicht, weißt du, so wie ich aber beim Kokain, weißt du, so. Okay, what the fuck, schauen wir uns wieder weiter. Jetzt cheers, jetzt zum Wohl. Malzig, weißbrotig, leichte Zitrusfrucht, auch ein bisschen Säure. Jo, okay, wie viel erkennt er am Geschmack, Digga? Hat ja, You do. kennt ja mehr Geschmäcker im Bier innen als, keine Ahnung, Alter. Wie ist es, wenn der würde Muschi legen? Holy shit. Eine leichte Thunfischnote, finde ich sehr gut. Aber ich weiss jetzt nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr ein Bier trinkt. Also ich trinke so ein Bier, weißt du, so. Dann mache ich so. Ist halt ein Bier, was willst du von mir, Mann? Er kennt alles im Bier drin. Jede Note, keine Geschmacksnote ist von ihm sicher, Digga. Und ich wollte dich fragen, ob wir zusammen sein können. Nein, auf jeden Fall nicht. Du bist zu alt, Junge, für mich. Aber ich habe ein iPhone. Er hat ein iPhone und probiert ein Girl damit zu kehren. Ich sage euch ehrlich, bei der heutigen Frau kann ich mir sehr gut ausstellen, dass er mit dem landen kann. Aber was haben wir vorhin gehört? Eigentlich ist er ja schwul, aber er hat ja ein iPhone, hä? So, gutes Morgen miteinander. Salut, Fabu. Es ist 4:04 Uhr. Messlatte runtergewichst. Jetzt habe ich gedacht, ich fange mal mit TikTok. Was ist er für einen? Er macht um 4 Uhr am Morgen ein Video, der riecht einfach mal schön aus dem Bier, Digga. Was ist das für eine Legende? Eigentlich muss ich es nachstellen, weil ist eigentlich schon noch geil, hä? Salut zusammen. Es ist Abend um 4 Uhr. Und ich habe so gedacht,
Ich kann doch auch mal TikTok machen. Aber ich mache da mein eigenes Zeug. Ich mache da nicht das gleiche als die anderen. Ich mache da nicht. Sie sind geistig behindert. Locker easy, weißt? Was? Hä? Sehe ich aus, als würde ich auf die Schnarrenbaue bekommen? So, das wär's jetzt gewesen mit diesem Video. Was euch gefallen hat, könnt ihr das Daumen gegen hoch geben. Ja. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert, folgt mir auf Instagram. Dann dürft ihr mir für das nächste Video eure Reels schicken. Und wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt, schreibt ihr, tut ihr ein Aubergine-Emoji in die Kommentare schreiben. Danke vielmals.